Destilé, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Lhamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit in Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Ehemaliger tibetischer politischer Gefangener Ngawang Yetse im Alter von 85 Jahren verstorben. China verschärft Griff auf Tibeter in Dako, schickt inhaftierte Tibeter in Umerziehungslager. Office of Tibet Australien nimmt an der Wanderung zum Internationalen Tag der Muttersprache teil. Galeno Singema unternimmt ersten offiziellen Besuch und trifft US-Diplomaten in Washington D.C. Der ehemalige tibetische politische Gefangene Ngawang Yetse, der mehr als 17 Jahre lang in chinesischen Gefängnissen verbrachte, weil er sich für die Menschenrechte des tibetischen Volkes einsetzte, ist am Dienstag dieser Woche in einem Krankenhaus in Lhasa verstorben. Er wurde nur 58 Jahre alt. Er war einer der Debung-Mönche, die am 27. September 1987 die erste bekannte friedliche Demonstration für die Unabhängigkeit in Lhasa durchführten. Später wurde er verhaftet und 4 Monate lang in einem Haftzentrum in Lhasa festgehalten. Nach seiner Freilassung setzte er sich weiterhin für die Unabhängigkeit Tibets und die grundlegenden Menschenrechte des tibetischen Volkes durch gewaltfreie politische Aktivitäten ein. Am 28. November 1989 wurde er vom Mittleren Volksgerichtshof in Lhasa wegen Beteiligung an konterrevolutionären Gruppen, Anstiftung zum Separatismus, Durchführung von Spionageakten und Überschreitung internationaler Grenzen zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt. Zusätzlich zu seiner langen Haftstrafe wurden ihm 5 Jahre lang die politischen Rechte vorenthalten. Einem Bericht von Free Tibet zufolge wurde Ngawang am 24. Februar 2015 im Bezirk So im Nakchu unter unbekannten Vorwürfen erneut verhaftet und später zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Es wurde vermutet, dass seine Konfrontation mit den chinesischen Beamten über die patriotische Erziehung zu seiner Vertreibung aus seinem Kloster führte. Er verbüßte eine 3-jährige Haftstrafe im Dapchi-Gefängnis in Lhasa, aus der er am 7. März 2019 entlassen wurde. Ngawang Yetse stammt aus dem Kreis Dölung Dece in der Stadt Lhasa, autonome Region Tibet. Er wurde 1984 Mönch in Debung-Kloster. Nach Angaben des tibetischen Zentrums für Menschenrechte und Demokratie haben die chinesischen Behörden eine umfassende Razzia gegen Laien- und Mönchsgemeinschaften eingeleitet, um jegliche Information über die Razzia nach der Zerstörung von 2 riesigen Buddha-Statuen im Kreis Dako-Gatsé in der tibetischen Provinz Kham zu unterbinden. Mindestens 10 bekannte Tibeter wurden im vergangenen Monat festgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine Tibeterin namens Lhamo Yangki aus dem Dorf Döpa, 2 Mönche namens Dengsi Nyima und Dashi Dorje aus dem Kloster Danko Namgyel Ling, einen Laien namens Tsering Samdup aus dem Nomadenlager Norpa und 6 weitere nicht identifizierte Tibeter. Die meisten Gefangenen werden in einer sogenannten Umerziehungseinrichtung in Thang Nakpa in der Nähe des Dorfes Dopa, etwa 5 Kilometer von der Kreisstadt Dako entfernt, festgehalten. Es handelt sich um eine ehemalige Polizeistation, die 2012 in eine Umerziehungseinrichtung umgewandelt wurde, als viele Tibeter wegen massiver Proteste in Dako inhaftiert wurden. Das Tibetan Center for Human Rights and Democracy hat ein Satellitenbild und ein Foto der Umerziehungseinrichtung erhalten, deren Außenfassade einem traditionellen tibetischen Haus oder einem Tempel ähnelt. Quellen haben dem Tibetan Center for Human Rights and Democracy berichtet, dass die Gefangenen in der Thang Nakma Haftanstalt nicht nur umerzogen werden, sondern auch Zwangsarbeit und Haftfolter erleiden müssen, was dazu führte, dass Dengsi Nyima eine Augenverletzung erlitt. Der Repräsentant Garma Singhi und die tibetische Gemeinschaft von Canberra nahmen am Montag dieser Woche an der jährlichen Wanderung zum Internationalen Tag der Muttersprache teil, um die tibetische Sprache zu vertreten. Vertreter der tibetischen Gemeinschaft informierten die Mitglieder anderer Gemeinschaften wie Bangladesch, Ukraine, Indien, China und Mon über die tibetische Sprache und die aktuelle Menschenrechtslage in Tibet. Tara Cheyne, MLA, Ministerin für multikulturelle Angelegenheiten des australischen Hauptstadtterritoriums, und Elizabeth Lee, MLA, Oppositionsführerin des australischen Hauptstadtterritoriums, nahmen an der Veranstaltung teil und sprachen über die Bedeutung der Förderung und Erhaltung ihrer Muttersprache. Der Internationale Tag der Muttersprache wird seit dem Jahr 2000 jedes Jahr am 21. Februar begangen, nachdem er auf Initiative von Bangladesch von der UNESCO anerkannt worden war.
Es ist ein Tag, an dem die sprachliche Vielfalt gefeiert und die Unterschiede in Kultur und Sprache gefördert werden sollen, um Respekt und Toleranz füreinander zu entwickeln. In dieser Woche unternahm Gallo Sinjema von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen ihren ersten offiziellen Besuch nach ihrer Vereidigung im November letzten Jahres. Gallo traf sich mit Usra Zeya, der US-Sonderkoordinatorin für tibetische Angelegenheiten und Unterstaatssekretärin für zivile Angelegenheiten, Sicherheit, Demokratie und Menschenrechte, Rashad Hussain, dem US-Botschafter für internationale Religionsfreiheit, Nancy Eso-Jackson, der amtierenden stellvertretenden Staatssekretärin für Bevölkerung, Flüchtlinge und Migration, und Scott Busby, dem amtierenden stellvertretenden Staatssekretär für Demokratie, Religions- und Arbeitsfragen. Während ihres Treffens mit Staatssekretärin Zeya informierte Gallo sie über das feste Bekenntnis der CTA-Regierung zum Ansatz des Mittleren Weges und den proaktiven Ansatz, den sie zur Lösung der Tibet-Frage verfolgt. Der Besuch soll die Grundlage für künftige Gespräche zwischen der US-Regierung und der CTA zur Lösung der Tibet-Frage schaffen. Staatssekretär Zeya beglückwünschte Gallo zu ihrer Ernennung zur Ministerin und äußerte ihre Erwartung, Dharamsala zu besuchen und seine Heiligkeit den Dalai Lama und die CTA-Vertreter in den kommenden Monaten zu treffen. Bei diesem Treffen im US-Außenministerium wurde Gallo Sinjema vom Sekretär des Ministeriums für Information und internationale Beziehungen Garma Choying, dem Repräsentanten Namgyel Chödup und dem Sekretär Doshi Tündup vom Büro für Tibet begleitet. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.